Genau. Oh, Joni, du hast das ja wieder sensationell eingeleitet, oder? Wir sind da drin, Fundament der Liebe. Und es ist genau die Geschichte, oder? Man kennt es ja schon. Man kennt es ja ein bisschen und man hat es schon mal gehört. Und wenn man so das wieder sich so vor Augen führt, oder? Was wir in der ersten Predigt gehört haben, wie sensationell das ist, wo der Hannes darüber geredet hat, dass Gott seine Liebe uns zuerst geschenkt hat. Und wir nicht irgendwo durch müssen lieben und die Liebe wird dann irgendwie belohnt und dann kommen wir vielleicht eine Sprosse weiter in den Himmel. Sondern dass es genau umgekehrt ist, dass Jesus quasi die Sprossen alle runtergekommen ist und seine Liebe gezeigt hat. Das ist dann die zweite Predigt, die der Joni hatte, oder? Wo man, wenn man die Liebe wirklich sehen, anlangen und berühren, dann muss man zu Jesus gehen, oder? Wir haben so einen guten Spruch bei uns daheim, ist so ein Büsi drauf und dann heisst es, wer das Gefühl hat, Glück können wir nicht anlangen, oder? Dann müssen wir mal eine Katze streicheln. Oder das ist das wahre Glück. Und genau so, das sichtbare Liebe ist Jesus Christus. Wenn man ihm begegnet in diesen 4 Evangelien, wenn man hört, das ist das, was der Joni uns in der zweiten Predigt hat machen. Und das geht ja nicht darum, wenn wir den Vergleich machen mit anderen Religionen, dass man sagt, die sind alle schlecht. Sondern man sieht dort, was für eine Sehnsucht nach Liebe in uns Menschen drin ist. Auf der Seite, ja, ich muss lieben, ich will lieben, Liebe ist Gott oder eben nicht oder irgendwie so, oder? Und dann kann man wirklich klar unterscheiden und sagen, hey, unser Gott ist Liebe. Und er hat die Liebe für dich und für mich parat. Und das ist so ein Fundament, oder? So ein Fundament. Wir reden dann, ob Christen dürfen rauchen oder nicht, oder? Aber das ist dann wie so, das Fundament muss man immer drin haben. Immer mit drin haben. Die Liebe, die Größe von Gottes Liebe zu uns. Und darum, ich bin jetzt in der dritten Serie, oder in der dritten Predigt von dieser Serie. Es geht um eine Liebesgeschichte. Es geht immer noch um Agape, es geht immer noch ums Fundament. Und meine Predigt heisst die totale Annahme. Dass Gott uns total annimmt. Und so tauchen wir miteinander in eine Liebesgeschichte ein. Und die Liebesgeschichte ist nicht von Walt Disney. Nein. Sie ist auch nicht Wall-E, das ist meine Lieblingsliebesgeschichte eigentlich so. Nebst der, oder? Und sie ist auch nicht vom Winde verweht oder sonst irgend so Schnulzen. Nein, es ist eine Liebesgeschichte, die natürlich aus der Bibel kommt und es ist eine Liebesgeschichte, die Jesus Christus erzählt. Und Jesus Christus erzählt die Liebesgeschichte und es geht um einen Vater und seinen Sohn. Und jeder von uns hat ja irgendwie einen Vater. Und jeder von uns hat einen guten Vater oder einen schlechten Vater, je nachdem, oder hat das Bild in sich, wie Väter halt so sind. Und es ist manchmal recht tragisch, was für Bilder von Vätern in unseren Herzen drin sind. Und Männer haben wirklich extrem viel Einfluss dort. Weil wir sind ja dann die Väter, oder? Und es ist so, dass wir einen Einfluss haben auf Kind als Vater und auf die ganze Familie. Wenn wir überfordern, wenn wir kritisieren und schwierig sind und gemein oder missbräuchlich zu unseren Kindern, dann verderben wir ein Vaterbild in unseren Kindern. Und gleichzeitig haben wir so viel Gutes als Vater, wenn man liebevoll, ermutigend und wohlwollend ist für unsere Kinder oder für die ganze Familie. Und so können wir positiv drin hineingehen. Und jeder von uns hat das Bild. Und keins von diesen Bildern, wie du es hast von deinem Vater. Wenn ich an meinen Vater denke, und dann kommt jemand und sagt, ja, Gott ist wie ein Vater, dann denke ich, ja, lieber nicht. Oder? Vielleicht ist dein Bild so. Aber jedes Bild, das wir haben, auch wenn es gut ist, trifft es nicht 100%ig das, was Gott als Vater, wenn er das Bild braucht, wette sein für dich. Und genau darum haben wir die Geschichte in der Bibel. Genau darum erzählt Jesus die Geschichte uns, damit wir merken, aha, so ist der himmlische Vater. Weil das ist ein Bild, das oft kommt. Und wirklich nichts gegen all die Mamis da rein, gell? Das ist einfach jetzt so da. Also einfach noch sagen, oder? Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt und die für uns alle gilt. Gott will ein Vater sein für einzelne Leute, für ganze Völker, für die Menschheit. Er will dein Vater sein.
Wenn wir die Geschichte lesen und miteinander durchgehen, dann kannst du das für dich nehmen. Ich sage vielleicht manchmal mir oder uns oder so, aber es ist eigentlich du. Gott will dein Papi sein. Er will genau die Beziehung, die da beschrieben ist, zu dir haben. Und Joni, du hast natürlich super schon gesagt, oder? Weil das ist jeder hat die Geschichte schon 20 Mal selber gelesen. Und jeder hat mindestens schon 20 Predigten über das Thema gehört. Und ich habe dann so gedacht, ja Joni, ich nehme die Predigt gern, die kann ich aus dem FF, oder? Weil ich ja auch schon darüber predigt habe, ich habe es 100 Mal schon gelesen und du kannst im YouTube so viele Predigten hören und denkst, ja, das ist easy, das kannst du easy vorbereiten, so nach dem Arbeiten geschwind. Aber gleichzeitig ist es auch genau das, was der Joni gesagt hat in der Einleitung, oder? Wir müssen uns nochmal das Herz auftun, nochmal der Heilige Geist darf unsere Herzen genau in diesen Geschichten nochmal berühren. Das ist so tiefgründig und ich glaube, dass da nicht ich jetzt etwas Spezielles mache oder so, sondern da ist jetzt eine Predigt, wo der Geist Gottes in deinem Herz nochmal wirken darf, dass er nochmal aufschließt, dein Herz und die Liebe darf dir in den Kopf hineingehen, ins Herz hineingehen und dich einfach mitnehmen in die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, ihr erahnt schon, um welche Liebesgeschichte es da heute Morgen geht. Es ist eine Liebesgeschichte, wo totale Annahme drin ist. Wo ein Vater seinen jüngsten Sohn total annimmt. Absolut. Alles, was der jüngste Sohn bietet, nimmt der Vater an. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Und das ist ja manchmal auch gerade so das Schwierige, oder? Und der Vater liebt dich und er nimmt dich an. Und das tönt ja schon mal gut. Das tönt ja schön, wenn ich so von der Predigt die Theorie euch um die Ohren haue. Oder was heisst das praktisch? Ein Vater, und gell, ich will damit nicht eure Väter alle überfordern. Gell, das ist auch noch wichtig, jetzt kommt es mir gerade so in den Sinn, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber wenn du Papi bist, gell, dann wir sind dran. Und das da ist Gott. Das ist schon einmal so ein bisschen ein Unterschied. Er nimmt dich das erste Mal an. Er nimmt dich oder sein Kind, seinen jüngsten Sohn, nimmt er einfach einmal an. Einfach mal so. Und das ist mir ein Beispiel in den Sinn gekommen, das ich euch zuerst zeigen will, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Und das ist, wie wenn ein Vater, du magst dich vielleicht erinnern, wenn dein Jüngster oder dein Ältester auf die Welt kam, ist irgendwo im Kreissaal oder in einer Badwanne oder wo auch immer, oder? Irgendwann ist das Kind auf die Welt gekommen. Du hast gehofft und gewartet und geschaut. Und ich meine, ich habe das ja auch ein bisschen so halb miterlebt, also mit der Schwangerschaft. Ich habe immer so ein Väterbuch, es hat immer so die ganz vielen Bücher gehabt. Und jetzt ein Buch, «Meine Frau kriegt ein Kind und ich die Krise». So hat das Buch geheißen. Das hat mir eigentlich noch gefallen, oder? Also du bist 9 Monate lang bist so ein bisschen, wie wird jetzt das und so und was kommt echt noch und. Aber irgendwann hast du das Baby in deinen Armen drin. Als Vater. Und genau dann macht es Klick, oder? Vielleicht schon ein bisschen vorher, ich tue es jetzt ein bisschen so. Aber genau dann Platz ist vor Stolz. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Und Liebe und Annahme fließt da drin rein. Und du würdest alles tun für das Kind. Du nimmst es einfach an. Es schreit dich wahrscheinlich an und schießt gerade und Zeug und Sachen, aber du nimmst es einfach an und dein Stolz mag nichts. Die Liebe mag nichts irgendwie verhindern. So ist das, oder? Und dann nach gefühlten 1 Million Windeln wechseln. Tausende von Stunden investierter Zeit ist das Kind dann vielleicht erwachsen. Und ich habe gegoogelt, das ist nicht 1 Million Windeln, es sind nur 4'500, die man im Durchschnitt bei einem Kind wechselt. Nur, dass ihr das auch wisst, oder? Aber so viele Windeln und ich würde jetzt mal sagen, 1000 geben wir einem Mann, den Rest geben wir der Mutter. Ja, es ist ein bisschen so, oder? Aber versteht ihr, egal wie viele Windeln du gewechselt hast und wie viele Stunden du investiert hast, aber eines Tages steht eine erwachsene Person neben dir. Und du bist auf Augenhöhe mit ihr. Und wenn du Glück hast, ist er nicht gleich groß und nicht grösser und schaut so ab, Mami, was hast du noch sagen? Oder? Und dann musst du dein Kind freilassen. Du liebst es total, du hast es angenommen, alles gemacht und dann ist aber auch das Freilassen in dieser Liebe drin. Und das ist in dieser Geschichte so auch tief verankert. Die Annahme, einfach wirklich die totale Annahme. Und das ist eben auch der Wille vom Sohn, von dem Jüngsten anzunehmen. Und jetzt gehen wir in die Geschichte hinein. Ihr wisst sicher, Lukas 15 ist dort so der
Link, wo wir sind in der Bibel. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Oder in diesen Versen sind die Windeln drin, ist das Aufwachsen drin, all das, was ich erklärt habe, steht da drin. Und dann wird er erwachsen. Und er hat wahrscheinlich die dümmste Idee von seinem Leben. Denkst du als Vater. Und der Jüngste ist begeistert, das ist das, was ich will. Oder? Und er will seinen Teil, ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt im Erbrecht, oder? Das wäre 1/4 von deinem Vermögen. Wenn du würdest sterben als Vater, die Hälfte die Mutter, die Hälfte die Kind, die Kinder sind 2 Söhne, die da beschrieben sind, also 1/4 vom Vermögen, dann verkaufst du vielleicht dein Häuschen, wenn dein Konto so leer ist. Oder? Und du verkaufst deine Tierchen und alles, um den Jüngsten auszuzahlen. Und der Vater macht es. Weißt du, und der Jüngste nimmt die Tierchen und das Land nicht zum einen Biohof gründen, nein, oder? Er verkauft es und er kauft sich ein Ticket in die USA. Nie mehr gesehen. Und du als Vater, Mutter und einem anderen Sohn kannst schauen. Da wird der Vater und die Liebe und die Annahme und all das wird extrem auf die Probe gestellt. Und ich will in keinem Augenblick sagen, ja, das ist easy. Auch für Gott nicht, wo da im Bild ja auch ein bisschen erwähnt ist. Aber der Vater nimmt den Plan von seinem Sohn an. Absolute Annahme. Und sagt, ja, wenn du das willst, dann gebe ich es dir. Und das ist Liebe. Du bist frei, zu tun, was du willst. Und das hat nichts mit meiner Liebe zu tun. Und das finde ich ist so krass, oder? Man sieht es in diesen paar Versen da nicht so, aber es ist doch eine extreme Annahme, auch vom Willen vom Sohn, von dem Jüngsten. Er lässt ihn frei. Und wenn das so liest und wenn ich mir das so vorbereite, dann denke ich, ist das Liebe? Ist das nicht Dummheit? Also, jetzt mal ehrlich, das ist doch auch doof vom Vater. Der hätte es mir ausschnarren können, er hätte es ihm können befehlen oder was auch immer, oder irgendwie eine riesige Diskussion und am Schluss hat der Sohn ein schlechtes Gewissen und er macht es dann gleich nicht und Zeug und Sachen, oder? Das wäre möglich. Aber das ist nicht die Liebe vom Vater. Auch Jesus gibt es so eine Situation, wo er hart predigt, die Leute verlassen ihn und dann sagt er zu den Jüngern und ihr, wenn ihr auch geht, ihr dürft jederzeit. Und genau das ist die Liebe von dem Freilassen, wo wir da sehen. Und gell, ich meine darum Dummheit, oder? Dort, wo ich arbeite, jetzt in dieser Therapiestation, da haben wir einige Teilnehmer und mit 4 bin ich ja näher unterwegs. Und ich weiss bei jedem von diesen 4, was richtig wäre. Versteht ihr? Das wüsste ich. Ich könnte jedem gerade sagen, du sollst das. Jedem könnte ich gerade 5 Punkte sagen und dann käme sein Leben gut, oder? Aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist herauszufinden, was sie oder sie so weit zu führen, dass sie es ja wollen, etwas in ihrem Leben verändern, anders zu kommen, anders zu werden und so. Und viele zeigen durch ihr Verhalten, dass sie das gar nicht wollen. Und gehen dann auch wieder. Aber ich könnte jeden zwingen, mit Regeln und machen. Also, ich habe keine Macht in dem Sinn, aber ich könnte jedem immer... Und vielleicht ist das so als Vater auch, oder? Ich habe ja nicht Vater, aber manchmal, jetzt komme ich so ein bisschen rein, oder? Und einmal, das war auch gut, okay, ich schweife kurz ab. Das ist aus dem Wochenende gegangen, oder? Dann habe ich mit jemandem gestritten über das Wochenende. Also gestritten, einfach... Man muss immer ein bisschen dagegen haben, oder? Wie ein Papi halt. Oder? Ja, bist du sicher, willst du jetzt nicht hin? Und so, oder? Dann haben wir uns eine Einigung gefunden, alles wunderbar, dann mache ich zu. Und dann sage ich so zu meinem Arbeitskollegen, der im Büro ist, so, hey, jetzt bin ich wirklich vorher wie ein Papi. Vielleicht ist das so als Papi, wenn du Teenager erziehst. Oder? Wahrscheinlich ist das das. Oder? Und dann dachte ich, das ist das Gefühl, oder? Wo dir etwas so anliegen ist. Und genau so ist der Vater auch. Er diskutiert vielleicht, aber schlussendlich lässt er ihm den Willen. Und das ist die Liebe, die totale Annahme auch vom Willen vom Sohn. Und er gibt ihm das und der geht. Und dann geht er. Und er geht wirklich. Eben, ich habe gesagt, Flug USA, ich weiß nicht, wie das da war, ein fernes Land. Und dann kommt so ein Teil in die Geschichte rein. Ehrlich gesagt, finde ich den noch cool.
Das ist halt Elias, oder? Der findet es eigentlich noch cool, wenn du ohne Moralapostel kannst unterwegs sein, hast einmal finanziell kein Limit und kannst einmal ein bisschen Geld ausgeben und ein bisschen tun und machen, was du willst. Irgendwie reizt mich persönlich das noch sehr, oder? So, das will ich jetzt doch einmal, oder? Und dort lebte er in Saus und Braus. Genau. Und brachte sein Vermögen durch. Das ist jetzt schade, dass es dann irgendwann fertig ist, oder? Das wäre schön, so einfach so können zu leben. Manchmal reizt mich das, oder? Ein Lebensstil, wo du mal endlich kannst tun, wie du willst und schauen und du musst nicht immer sparen und sollen wir uns das leisten? Nein, machen wir doch, ich habe Lust auf das, oder? Und ich merke, in unserer Zeit wird das ein bisschen verherrlicht. Dort musst du noch gewesen sein, da musst du noch gewesen sein, das und dieses haben und hast das auch schon ausprobiert und weil du es dir wert bist und gönn es dir und so. Ich merke, das ist genau so ein Lebensstil, der bei uns so, ja, gell, so ein bisschen, das ist noch cool, oder? Dann finde ich vielleicht das auch so lässig, oder? Bin ich schon zu fest auf die Werbung hineingehauen, oder? Wir haben einfach langsam ein Problem, weil die Ressourcen ausgehen, oder? Aber das ist dann das Thema für eine andere Predigt. Aber merkt ihr, so ein Lebensstil ist irgendwie nicht erfüllend, oder? Er braucht einfach ganz, ganz viele Ressourcen aus, aber im Herzen macht er uns nicht glücklich. Es bleibt so, ja gut, das einzige Ziel, das so ein Lebensstil hat, ist einfach noch mehr. Das ist einfach noch mehr, oder? Ich habe schon alles, aber was könnte ich mir denn noch posten? Ich könnte ja den Bentley noch in Gel kaufen. Gel habe ich schon, habe gar nicht gewusst. Dann nennen wir ihn in Blau oder irgendwie so, oder? Es ist so, irgendwann erfüllt es sich nicht mehr und es drüllt sich ins Sinnlose in so einen Lebensstil. Es muss mehr her. Und letztendlich führt so ein Lebensstil ins Elend. Ich sage das jetzt ein bisschen pauschal, oder? Es kann nicht immer so weitergehen, und das merken wir auch auf dieser Erde. Es kann nicht immer so weitergehen. Und dann, als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungernot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten in seiner Not, wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf das Feld. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Und jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Alles scheint den Bach runterzugehen. Wirklich nichts mehr. Und dann kommt doch so ein Gedanke, und das nennt man Hoffnung. Hoffnung, da ist doch noch jemand, der mich einmal geliebt hat. Da ist jemand, der mir das Leben geschenkt hat, der mich im Arm gehalten hat und gesagt hat, hey, für dich mache ich alles und ich nehme dich total an, auch mit deinem freien Willen. Das ist so. Und diese Hoffnung, das hat er dann gleich gecheckt und gedacht, hey, vielleicht gehe ich zurück zum Vater. Gehe ich zurück zu dem, wo mir so freie Freiheit, so viel Liebe gebracht hat. Der sogar mein Lichtsein und meine dummen Ideen hat sein lassen. Eventuell, wenn er mich liebt, ist er vielleicht auch gnädig zu mir. Nimmt er mich auch gnädig nochmal an und vergibt mir. Und so macht er sich wieder auf den Weg heim zu seinem Vater. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem von deinen Tagelöhnern. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und da merkt man die Einsicht und das, was da so drinnen ist. Und dann ist ja klar, was passiert. Der klopft dort an der Tür, die Tür geht auf, der Vater. Was, wie siehst denn du aus? Was machst denn du da? Lock dich mal an und überhaupt die ganze Kohle, wo ist denn die? Hä? Was, du hast sie weggetan? Geht's noch? Einfach so? Hast du wenigstens irgendetwas Gescheites gekauft im Land, wo du warst? Ein Haus oder ein Hof oder gleich ein Biohof oder was auch immer, oder? Es geht doch nicht. Und ja, jetzt möchtest du zurück. He? Ja, so. Weißt du was? Dort ist der Stall. Gang doch in den Stall hinterher.
Wirklich bei den Knechten hocken. Mal schauen, vielleicht haben die noch was übrig. Morgen reden wir dann wieder. Und übrigens, geh mal irgendwie im Fluss dich waschen. Stinkst. Also ich als würde es jetzt noch verstehen. Oder? Wenn der Papi so reagiert hätte. Das wäre eigentlich alles noch nachvollziehbar. He? Und ich sage jetzt so salopp, wir Vätern, oder? Wie oft musst du einmal an einem Sohn einen Stammpauken halten oder irgendwie so, oder? Und so reagieren ist doch das menschlich. Das ist das Menschliche. Und sage ja, also, jetzt muss er mal, oder? Es ist menschlich, aber nicht göttlich. Gott reagiert anders als Vater. Weil sonst kommt er ja aus dem Schimpfen nicht mehr raus. Sind wir ehrlich. Und dann sagt er, ich gehe einen anderen Weg. Ich nehme ihn an. Und das ist der Weg, der mich immer wieder zu Tränen rührt. Dieser sah ihn schon, den Sohn, von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Diener, schnell, holt das beste Gewand und zieht ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist die Liebe. So ist der Vater. Das ist unglaublich. Wenn ich das einmal wieder lese, denke ich, ja. Und wisst ihr, wieso hat er ihn schon von weitem gesehen? Weil er jeden Tag auf den Hügel aufgelaufen ist und geschaut hat, ist denn da mein Sohn? Vielleicht kommt er ja wieder, voller Liebe. Und am Abend vielleicht nochmal. Und in der Nacht vielleicht. Das ist der Grund, warum er ihn von weitem gesehen hat. Der hat nicht an der Tür geklopft, nicht der Vater die Türen aufgemacht, sondern nein, er hat ihn von weitem gesehen. Das heisst, er ist auf den Hügel hochgelaufen. Und nach der ersten Woche war vielleicht das Gras so ein bisschen abgetrampelt, oder? Und nach dem ersten Jahr hat es einen guten Weg gehabt, wo er hochgelaufen ist, oder? Und er war so voller Sehnsucht und voller Liebe von dem verlorenen Sohn, von dem, der eigentlich tot ist, der verloren hat das Haus und sein Erbe genommen hat, eigentlich weg war. Und das ist die Liebe von dem Vater, der ihn gesucht hat. Und dann sieht er ihn. Und dann holt er ihn und er rennt auf ihn zu und liebt ihn und umarmt ihn und gibt ihm alles. Und das ist nochmal bedingungslose Annahme. Und das ist eine Geschichte, die für dich und für dein Herz ist. So einen Gott haben wir. Grundlage der Liebe. Das ist genau die Liebe von Gott. Dort der Augenblick, wo ich irgendwie mit 18 genau das gemerkt habe, ja Herr, jetzt muss ich umkehren. Und dann ist nicht ein Stammpauken gekommen, sondern Annahme, Liebe. Komm zu mir, arm. Und er hat mich umarmt und er hat mich zu sich genommen und ich habe mich angenommen gefühlt von dem Schöpfer von Himmel und Erde, von dem König aller Könige. Von dieser Autorität, wo alles da ist und er nimmt mich an. Und genau das Bild gilt für jeden von uns, wenn du da drinnen sitzt oder wenn du zuschaust oder eigentlich für jeden auf dieser Welt. Er hat den Ausschau und denkt, schau, Tag für Tag geht er und schaut. Und er gibt wieder Würde zurück. Er gibt das alles wieder zurück, er gibt eine zweite Chance, Mann. Er gibt dir und mir und da im Bild seinem jüngeren Sohn eine zweite Chance. Komm, wir machen es nochmal. Und ich bin frech und sage, er würde auch eine dritte und eine vierte und eine fünfte geben. Das ist Gott und das ist die Liebe. Und das ist etwas, was vielleicht nicht in unseren Kopf hineinpasst. Und dann kommen wir zurück in das Vaterhaus hinein. Dann kommen wir zurück zu dem Vater und wir können schauen, wie der Vater ist. Und das ist eben das Coole, was der Joni predigt hat, oder? Dass Jesus ist uns so näher. Wir können dort die Vaterliebe schauen und können, wenn wir beim Vater im Haus sind,
können wir die Liebe annehmen und bei ihm sein und können ganz langsam, so wie es uns drum ist, dem Vater vertrauen. Wir können hingehen und sagen, hey, der Vater gibt mir die zweite oder die dritte Chance. Und wir können anfangen, dem Vater zu vertrauen. Weil wenn er uns so liebt und so alles annimmt, was bei uns ist, dann kann doch von uns Vertrauen wachsen zu ihm. Der meint es eigentlich gut. Und genauso, jetzt komme ich wieder da in uns beim Arbeiten rein, oder? Genau so ist es auch bei uns beim Arbeiten. Es geht, dass wenn die Menschen kommen, suchtkrank sind, dann geht es in erster Linie, vertrauen sie echt uns? Oder sind wir einer von einer langen Kette von denen, die sie verarschen wollen? Oder können sie auch Vertrauen aufbauen und merken, dass wenn sie bei uns sind und mit uns sind, dass das dann für sie ist, dass wir es gut meinen. Und dann schauen sie vielleicht ab und sie werden verändert, wenn sie anfangen, uns zu vertrauen. Dann gibt es ein offenes Verhältnis und sie wollen selber und dann fängt die Veränderung an. Und das ist so ein gutes Bild auch für uns. Wir werden verändert in dem Haus vom Vater. Wir sind dann näher mit dem Vater zusammen. Und wenn wir es vom Biblischen her nehmen, wir sind sogar erfüllt vom Heiligen Geist. Dort, wo wir Ja sagen und unsere Herzenstüren auftun oder ein Leben mit Jesus starten oder wie wir dem sagen wollen, oder? Dann kommt etwas auch noch in unser Herz hin und wir werden Schritt für Schritt verändert. Und das ist das Schöne. Und ich weiss noch, mag mich gut erinnern, ich habe mal noch als Dachdecker gearbeitet und dort war so ein Familienbetrieb. Wir sind dann dort einmal zum Mittagessen bei ihnen daheim und er ist so, ich sage jetzt Mitte rechtsparteilich gewesen, oder? Und dazumals, da bin ich noch ein junger Mann gewesen, da habe ich überhaupt nicht irgendwie politisch studiert. Das Einzige, was mich interessiert hat, ist meine Kirchen und meine Bibeln, oder? Und Politik, ja, das war ein bisschen unter meinem Radar gewesen und so. Und dann haben wir immer über das geredet am Mittagstisch. Ja, Politik so, die so, und hast du gesehen, der hat wieder gesagt. Hey, und irgendwann sagt meine Frau, du kannst nicht den Job wechseln, weil du wirst einfach immer mit der rechts da, oder? In deinen Diskussionen. Also ich habe mich verändert, nur durch das bisschen Mittagessen dort, oder? Und genau so verändern wir uns, wenn wir in der Kirche dabei sind, wenn wir mit Christen unterwegs sind, wenn wir mit Gott Nähe suchen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir auf seinen Heiligen Geist hören, wenn wir hören, das machen wir ja, weil wir vertrauen, oder? Das ist zuerst die Chance, die Liebe, die wir erkennen, dann das Vertrauen, das wir ein Stück weit schenken und schauen, ja, vielleicht könnte der Vater ja gleich noch. Und dann sind wir in seiner Gegenwart und dann verändert sich unser Leben. Und das ist so eine gute Sache, weil das nicht so anstrengend tönt für meine Ohren. Und sobald es irgendwie tönt, Elias, ein guter Christ sollte, ich sage euch, dann bin ich gerade gegangen, oder? Also jetzt schon nicht mehr, ich kann das langsam einordnen, ich bin auch schon ein bisschen erwachsen, aber das ist etwas, was ich nicht verträge, oder? Wenn mir Druck aufgesetzt wird, jetzt frommer Druck, sonst schon, oder? Beim Arbeiten musst du ja auch, oder irgendwie so, aber sobald es fromm kommt, oder? Ja, du sollst doch mehr und Und da finde ich den 2. Korinther 3,18 so entspannend. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Vaters. Wir sind in dem Haus drin. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das tönt für mich null nach Druck. Das tönt für mich so, dass die Grundlage, wo wir darüber reden, die Liebe von dem Vater so gewaltig ist, dass sie es sogar schafft, mich zu verändern. Ohne dass ich leisten muss. Und das ist so ein wunderbarer Unterschied zu anderen Glaubensrichtungen. Ein Gott, der dich so liebt, dass seine Liebe dich sogar ein Stück weit verändert, ohne dass du Anstrengung machen musst, sondern es geht um Vertrauen und um in das Haus hineinkommen. Und das finde ich ist einfach gewaltig. Und das ist eine Einladung.
Eine Einladung, Gottes Liebe anzunehmen. Eine Einladung, ihm das Vertrauen zu schenken. Und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und so werden wir das entdecken, die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes und die zweite Chance und all das geht nicht ohne den Jesus, der ja das alles ermöglicht hat. Der durch seinen Tod erst möglich gemacht hat, dass das möglich ist. Weil jemand muss schon eine Leistung erbringen, so ist es nicht. Aber die ganze ultimative Leistung hat Jesus erbracht. Er ist der Zugang zu dieser Liebe. Er ist der Zugang zu dem Vater, zu dieser Grundlage der Liebe. Erst durch Jesus ist die Beziehung so richtig möglich. Und so will ich dich auch einladen. Wo du auch immer stehst, wo du dich einordnen würdest, sagen wir jetzt so, da oder da. Kehren wir um zum Vater. Und wenn du schon in seinem Haus bist, schau ihn an. Such seine Gegenwart, dass deine Veränderung zunehmen kann. Schau in den Spiegel, wo du seine Herrlichkeit siehst. Und sie spiegelt sich so, wie bei Mose, der geleuchtet hat, oder? Wo ein Deckel hat drüber. Das war der Mose, gell? Und das ist ein Gebet, das wir sprechen können. So wie der Sohn gesagt hat, Papi, Papi, dann können wir mit unserem Vater reden. Und sagen, hey, da bin ich. Wieder einmal. Oder das erste Mal. Hey, es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Ich habe mich wieder irgendwo verrennt im Wald und weiss nicht mehr zurück. Und ich will es mit dir nochmal versuchen. Und der Vater wird sagen, ja, ich will es auch nochmal mit dir versuchen. Komm rein. Lass dich doch von mir verändern. Vertrau mir wieder. Und so gehen wir Schritt für Schritt durchs Leben durch, in diesem Haus hinein, mit diesen Versuchen, die wir hier machen. Und eines Tages sind wir so verändert, dass wir lieben können wie er. Dass wir so die Vaterliebe unserem Nächsten zeigen, wie er sie uns gezeigt hat. Und irgendwann schauen die Leute auf uns und denken, wow! Und sie sehen die Vaterliebe in unserem Leben drin. Dann sind wir, du und ich, ein Spiegelbild von Gott auf dieser Erde. Und das ist wunderbar. So ein Lebensstil hat Sinn und Ziel und ist erfüllend. Und so lade ich euch ein, diesen Lebensstil zu wählen. Wieder neu zu entscheiden, yes, come on. Und wenn du schon auf dem Weg laufst, yes, come on, machen wir weiter. Es freut mich, mit euch unterwegs zu sein. Und jeder spiegelt ein bisschen. Und vollendet sind wir nicht auf dieser Erde, das kommt ja noch. Aber doch miteinander unterwegs zu sein. Und darum ist Kirche so wichtig, dass wir miteinander den Weg gehen können, einander unterstützen und einander helfen auf dem Weg. Hey, komm, wir gehen wieder zusammen, schauen auf den Jesus. Und dort weiss man wieder seinen Kompass und richtet aus. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir für das Angebot und für die Liebesgeschichte, die wir hier haben. Und für dich, Vater, genialer Gott, der uns annimmt, der uns verändert, der den Preis gezahlt hat. Ich, Jesus, will dir vertrauen.